Der Ranga Yogeshwar ist wohl der bekannteste Lützebäuer an der deutschen Tele. An Deutschland hat sie viel Reklam für die Impfkampagne gemacht und ist auch noch immer auf viele Sendungen und Konferenzen zu sehen. Auch letzte Mal zur ersten Nacht konnte sie in Konferenz Emils Welt gucken gehen. Julia und ich haben uns Gelegenheit natürlich nicht entgehen gelassen und haben direkt ein Interview mit ihm gemacht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich werde heute Abend über ein Thema schwätzen, Emils Welt. An den einen oder anderen stellt sich vor, was meint denn da, was ist sozusagen den Emil? Ich werde dich da durchlotsen. Kann er die Hautstagsgeburt geben, wie auch ihren Enkel, würde ich freuen, wie man da kann ihn machen für den Altersprozess zu entschleunigen, aber werdet überhaupt eine gute Sache, weil das geht ja immer mehr zum Thema heutzutage. Oh ja, das ist eine total spannende Frage, weil für dich mal, also so, dass wenn ein Haut geboren wird, dann ist die Alterserwartung viel mehr hoch, wie zum Beispiel der Zeit, wo ich geboren habe. Also es gibt durch den natürlichen Fortschritt einfach eine Verlängerung von der Lebenserwartung. Die heutige Generation, die kann schon nächstes Jahrhundert erleben. So, dass ich da irgendwo Prätensionen habe an meinem Alter, aber den Emil gouf geboren, das war natürlich so ein Highlight, ein Trost mitten an der Corona-Krise. Das am Januar 2020 geboren, so kleine Mensch von aber, los 2 Jahre alt. Und das ist fantastisch, weil Corona war. Es gibt sozusagen so etwas wie eine biologische Auer. Das heißt, du gehst mal ein bisschen Blut. Und da gibt es so Methylierung der DNA statt. Und da kann ich genau nachgucken, wie alt du biologisch bist. Das ist ein Unterschied zu dem Alter, was bei dir am Pass steht. Ja? Ich weiß, der will froh, wie alt du bist. 17. Und da gesagt in der Bemol, du bist 13, biologisch. Nee, wahrscheinlich nicht an dem Alter, aber. Es kann ihn dann aufhängen, zu überlegen, den Limit. Könnte man die innere Auer vielleicht so beeinflussen, dass man mehr alt gehen? Willst du 120 gehen? Das hängt davon ab, wie mein Leben sich weiter entwickeln und mein Lebenslust. Also, wenn du mit 120 nach so ausgesehen wie Haut, das schwierig nicht, da willst du 120 gehen. Ne? Das ist wahrscheinlich das größte Stand, so ausgesehen. Genau, da laufen wir alle am Rollator und immer. Ne? Geht der dann so, dass es überhaupt erstrebenswert ist, alt zu gehen? Oder wäre es nicht vielleicht besser, sich mehr in die Lebensqualität zu verbessern? Wunderbar froh, weißt du, wenn eine jung, flott Frau eine Frau stellt und in Dach ein bisschen mehr ältere Mann, ne? Da kann ich so das ist eine Frau für Perspektiven. Ne? Also, wie ich so jung war wie du, und ich mir überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht. Wenn ich mich alt geht, dann ist das natürlich eine Frau. Das heißt, es akzeptiert den irgendwann, okay, der den oder andere fängt du weh zu tun, wenn er nach mehr alt ist. Ne? Die Perspektiven sind noch unterschiedlich, wisst ihr. An 10 Jahren, an 20 Jahren, ne? Da gibt es einen großen Unterschied zwischen uns zwei. Weißt du, du bist dann an der vollen Blüte. Bei mir ist es wahrscheinlich vielleicht so, dass ich anfange, einen Rollator zu gebrauchen, an immer mehr über meine Krankheit zu schwätzen. Also, das ist auch eine frohe Perspektive. Und ich meine, der wichtige Punkt dabei ist, das zu akzeptieren, dass das Leben. Aber wenn ich heute Abend schwätzen über Emils Welt, meine ich natürlich auch Carlottas Welt, an Helenas Welt, an die Welt von all denen Kanner an dieser Generation. Aber was total spannend für mich ist, dass ich mich intensiv mit mit Zukunft, mit Innovationen auseinandergesetzt, mit den Fragen, wo geht die Welt hin? Und das ist eine ganz andere Qualität, wenn ich einmal so Puppelchen umhabe. Ich meine, dass man an einen Punkt kommen, wo am Bereich von der Bildung eben Bildung just noch digital auflebt, so dass an der Schule gar kein Blatt Papier mehr gebraucht wird. So mal, wie können wir am besten leben? Ne? Es gibt manchmal Sachen, da hilft Technik, aber Technik ist nicht die Lösung für alles. Ne?
Also wann Leiit nimmen nach firm Handy kliewen oder firm Internet verpassen se es. Also es geht um eng Balance an wat einfach wichtig ist, dass wir leben am Jahr 2022 mir phänomenale Möglichkeiten haut, die viel nicht gouf. Und die sollte man einfach Chancen. Die Chance sollte man nutzen, aber dabei als nicht zum Sklaven der Maschine machen. Wie ich an der Schule war in dem Alter, du goufet die Taschenrechner, wisst ihr? Große Skandal. Kinder können heutzutage nicht mehr selber rechnen. Ja? Als das wichtig gewirrscht, ich meine nicht, weil man heutzutage so gelehrt und für andere Kapazitäten, andere Fähigkeiten können. Also insofern verschieben sich Sachen. 200 Millionen Gleitkomma-Operationen pro Sekunde. Floating Point Operations per Second. So einfach mal Tempo 200. Ja? Also ich stolz, 1983, Supercomputer weltweit, 200, Tempo 200. Heutzutage 11 Millionen. Und ich müsste eigentlich das immer updaten. Ja? Das heißt heutzutage, hudiere nicht an der Box mehr Speicherkapazität wie ein komplettes Computercenter. Das ist ein Grund für mehr Selbstbewusstsein. Mir final auch kann er heutzutage so viel mehr, kommen ja viel mehr Jungen schon in Kontakt mit Technik, also schon mal 3 Jahre oder so, kriegen sie den Bildschirm, das hat ja sicher auch eine Auswirkung auf das Gehirn. Ja, natürlich alles hat eine Auswirkung auf das Gehirn. Also das für mich nicht so, dass ich so ganz furchtbar, ich so wir müssen lernen, mit den neuen Sachen umzugehen. Also der Fortschritt ist da, wir müssen Betriebsanleitung lesen. Und natürlich, ein kleiner Kant will geknuddelt gehen, will Sachen spielen, das begreifen, ne? Also Sachen uppacken und so, ist total wichtig, wenn es der kleine Kant, ich habe 3 Enkeln, also ich gesehen das first hand, wisst ihr, die holen alles an den Mund, die probieren alles. Das ist total sinnlich und das ist wichtig für die Entwicklung, dass den all Sinne gleichzeitig aktiviert. Und nehmen den Bildschirm ist natürlich nicht so optimal, das ist manchmal ein bisschen den gefährliche Babysitter, ne? Parkt den kann er für in der Television, da sind sie ruhig, aber das ist der Stimulus von allem, der natürlich wichtig ist. Überall auf der Welt haben Leute ein Handy. Das ist ganz witzig. Ich reise viele schon die Fotos als selber gemacht, egal wohin ist, den Handy als die Grammatik vom Wäsche, von Selfie machen, von all dem, egal wohin hinguckt. Das ist die erste Kehr an der Geschichte von der Menschheit, dass sozusagen eine bestimmte Art von Kommunikation identisch ist über den gesamten Planet. Meint ihr, wir haben überhaupt noch Chancen, dem Klima entgegenzuwirken? Oder hatte Menschen nicht schon viel mehr lang das müssen noch kennen und noch Wegschaps müssen machen? Also hätte Fahrradkette, ne? Ja. Aber wisst ihr, du drehst nicht froh mal Die froh ist, die du mir stellst, ist ja bald defätistisch. Weil ehrlich gesagt, für mich, für meine Generation ist das egal. Aber die Generation, die muss doch klar so, verdammt nochmal, mal andere nur Sachen, ne? Wir erkennen vielleicht Fehlentwicklungen und die korrigieren wir. Und geht das dann noch? Natürlich geht das. Aber sicher geht das. Wieso soll das nicht gehen? Ich meine, das ist ziemlich existenziell. Also Prioritäten, ne, müssen sich verschieben. Vielleicht ist es manchmal mehr wichtig zu sagen, was sind die wirklich wichtigen Sachen am Leben, aber das vielleicht nebensächlich. Aber natürlich. Und es gibt ja viele junge Leute weltweit, die in ähnlichen Art haben. Der neue Bericht über die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Artenvielfalt, und das für mich natürlich total tragisch, weil ich manchmal denke, wird mein Enkel nach der Idee gesehen, die fantastische Natur, die ich erleben konnte. Alle Arten, die man verlieren, als irgendetwas, was für immer verloren hast. Und ich gebe nicht ein Beispiel, die Kollegen vom Ton können wir den Ton ein bisschen abdrehen, weil was wir hier hören, als Schuppenkehlmoho. Und die Full ist ausgestorben. Das heißt, das, was wir hier hören, das war das letzte Enregistrement, den er gemacht hat, 1993. Und seitdem ist das ausgestorben.
Ich hatte eine interessante Frage, ob für erst Zukunft echt ob eine Utopie oder Dystopie auslegt. Positiv. Also, du wirst gesehen, ich sehe positiv, weil ich so mir hun Herausforderungen, mir hun Frohen, die wir als stellen müssen, mir hun tatsächlich Sachen, die man verändern müssen, wenn wir an das Klima denken. Aber auf der anderen Seite, wenn wir einfach mal zurückgehen an der Geschichte, geht es als Haut, und zwar global, besser als je zuvor. Also, die Lebenserwartung ist global wirklich aufgegangen, Kannerstäflichkeit ist aufgegangen, den Alphabetismus, ja, wie ich geboren bin, du gibt Länder wie an Indien zum Beispiel, ne, wo die Analphabetenquote viel mehr hoch war wie heute. Die Zahl von Demokratien hat sogar. Sogar Griechen sie Männer gehen, auch wenn man Haut an diesen Zeiten so ein bisschen wie Sklaven drauf verlieren. Aber es gibt früher viel mehr Griechen wie heute. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, die eigentlich immer mehr positiv ist, ne? Die auch global ist. Also ein kleines Kind in Indien, heutzutage mit Internet, hat genau dieselben Informationen wie du und ich. Das ist phänomenal, das gibt es noch nie in der Geschichte. Ne? Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, das ist die Generation Emil, der in aller Angst des Loslassens, die Generation wird vieles Ernstes mehr wie mir. Und wir wissen alle, wenn wir etwas Ernstes machen, haben wir Angst, etwas Bekanntes loszulassen. Doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt. Das ist die große Chance. Wir müssen obsinn für neue Möglichkeiten, wir müssen tolerant sein und globale Sinn. Wir müssen als Hausaufgabe machen. Und ich bin überzeugt, dass man das schaffen, wenn wir es nicht machen, wird als Generation Emil nur lang ziehen. Vielen Dank. Merci. Gibt es dann noch ein Geheimnis verraten, wie dann in dem Alter noch so jung und frisch ausgesehen? Dann müssten wir aber noch. Das ist die wichtigste Frage. Das ist nur Schleimerei auf höchstem Niveau. Nein, ich habe kein Geheimnis. Nee, der wichtige Punkt, das bleibt bei dir. Und vielleicht wirst du Glück, wisst ihr. Ne? Also, wenn du mir dieselbe froh an 20 Jahren stellst. Da sieht er sicher noch immer top aus.